Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, bei den Türmen soll ja auch was Tolles sein. Ohne richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Aber, wie er schon gesagt hat, ohne richtige Schlüssel geht das nicht. So, hallo Hey, Brian. du. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Bla bla bla. Mist, der hat leider nichts mehr für uns. Schade drum. Okay, So. Huch, der hat sich ja mit der Axt hier ausgerüstet. Hey, Torben. du. Hier noch. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich... Bla bla bla. Der hat noch Dietrich, ist sehr schön. Die brauche ich auf jeden Fall. So. Da ich jetzt aber ziemlich pleite bin, sollte ich das Ende Schwert von mir noch verkaufen. Was ich habe. Da bist du ja wieder. Ja. Du hast was. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Gut, 150 Gold gibt es so davor. Obwohl das 400 wert ist. Aber kann ich auf jeden Fall teurer verkaufen, als wenn ich es sonst irgendwo herstelle. So, Rupert. Hey. Hast du irgendwas noch Tolles? Ich glaube aber nicht. Ja, dann zeig mir deine Ware. Nee, der hat nur irgendwelche Alltagsquatsch. Ich glaube, Matteo und Bospa haben auch nur irgend so einen Alltagskäse. nicht, warum er sich so aufregt. Gerade nochmal bei Bospa gucken. Zeig mir deine Ware. Nee, der hat leider auch nichts Besonderes für uns. Böge interessieren mich sowieso nicht, weil ich mit den Dinger nicht kämpfe. Und Matteo hat auch Rohstahl oder so für uns parat. So. Zeig mir deine Ware. Der hat nur einen silbernen Ring, den ich ihm verkauft habe. Nee, der hat nur Quatsch. Der macht ja eigentlich Rüstungen, der Kerl. So, ich habe aber noch was anderes parat, merke ich gerade. Ich habe noch was anderes parat. Mir hin. Wie viel Uhr haben wir es? 10:16 Uhr. Ja, das sollte man eventuell mal ausprobieren. Halte mal den Gaul an. Ich habe doch einen Schlafzauber geklaut. Vergessen, Licht, Schlaf. Abseits von den Leuten, die es vielleicht nicht so sehen. Haben wir mal hier einen Schlafzauber. Das Warenlager darf nicht betreten werden. Okay, so. Und der gute Mann schläft. Dann gehen wir da mal so rein. Und da haben wir die ganze Rüstung, Bürgerkleidung, Wurst, finde ich immer sehr gut. Laborwasserflasche. Das ist das, was Matteo gesagt hat mit seiner Rüstung und so. Und hier Lederrüstung. Ah, da hätten wir eine gratis gekriegt. Hätten gar keine kaufen müssen. Okay, sehr schön. Gut. Okay, und? Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden. Okay, das hat ja gerade gereicht. Das hat ja gerade gereicht, um hier unseren Bruch zu landen. Und dann können wir auch hier Schlaf wieder rausmachen. Sehr praktischer Zauber für sowas. Bürgerkleidung hätten wir dann hier noch. Das bietet Schutz vor Waffe und Pfeile 10. Das ist dasselbe. Okay, die Rüstungen werden hier gestapelt, wie es aussieht. Du hätten wir noch die Bürgerkleidung, die ist genauso. Bringt aber auch ein bisschen Geld. Das ist immer noch dieselbe. Das ist die andere, das ist die etwas reichere Bürgerkleidung. Hier die Lederrüstung. Sehr schön. Okay. Gut, gut, gut. Könnte man eventuell an Matteo verkaufen. Ich weiß es aber nicht, ob der das annimmt. Gerade mal froh, ob der es möglicherweise für einen Sonderpreis... Nee. Okay, dann nimmt das nicht für einen Sonderpreis. Aber wir können das auf jeden Fall verkaufen. Gerade mal gucken, wie viel ich da habe. Ich habe 3 von dem 1, 2, 3. Genau, du kann ich dann 2 von dem Ende Kruscht verkaufen. Zeig mir deine Ware. So, von dem kann ich 2 verkaufen. Bringt jeweils 18. Dann gucken wir mal, wie viel ich von dem anderen Kruscht jetzt habe. So, das ist desto, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das heißt, von denen kann ich 4 verkaufen. Zeig mir deine Ware. So, da kann ich hier 1, 2, 3, 4. Den habe ich hier schon mal und durch die Lederrüstung kann ich immer verkaufen. So, dann habe ich wieder einigermaßen Kohle. Aber ja, wie gesagt, ich hätte die für 200 Gold gar nicht kaufen müssen. Na gut, dann gehen wir jetzt aber erstmal hoch hier. So,
Hallo? Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Kein Thema, bin ich jo. Hier. Ich bin ein angesehener Bürger von Korenis. Lass mich durch. Was immer die Meister von Korinis bewogen hat, dich als Lehrling aufzunehmen. Ich will es gar nicht wissen. Hallo? Du kannst reingehen. Aber benimm dich bloß, sonst bekommst du den Ärger deines Lebens. Ja, das sind ja reizende Leute hier, die Ritter. So muss ein gesalbter Ritter sein. Hauptsache die Leute drohen und die Leute abhöbeln. Ein Gerbrand haben wir hier. Warte mal. Hallo? Was bist denn du für einer? Was machst du hier? Wer bist du denn? Anscheinend bist du neu und hast noch nicht mitbekommen, wie das hier läuft. Man nennt mich Gerbrand. Für dich Herr Gerbrand. Verstanden? Ja, Herr Gerbrand. Ja, Herr Gerbrand. Zumindest verstehst du schnell, wie hier der Hase läuft. Wenn meine Geschäfte mal wieder besser laufen, kann ich so einen kräftigen Burschen wie dich bestimmt gebrauchen. Du würdest einen prima Lagerverwalter abgeben. Aha. Kannst du lesen? Ja. Natürlich. Gut, gut. Geschultes Personal bekommt man selten. Wie sieht's mit Referenzen aus? Referenzen? Schon gut. Ich werde mir dein Gesicht merken. Wenn der Handel wieder in Schwung kommt, melde dich bei mir. Vielleicht habe ich dann einen Job für dich. Aber hey, immerhin will er mich als Lagerverwalter einstellen, nicht einfach nur als irgend so ein Knecht. Also das ist schon mal was, finde ich jetzt. Gibt's was Neues? Leute wie du haben hier oben nichts zu suchen. Hier wohnt danke. die ehrbare Gesellschaft. Keine Streuner und auch keine Ganoven. Danke. Wenn du es schaffen solltest, zu Ansehen und Vermögen zu kommen, bist du hier eventuell auch gerne gesehen. Toll, das ist natürlich der allererste, den ich hier kennenlerne. Ja, Herr Gerbrand, Arschgeig. So, hier hinten haben wir nix. Und vielleicht sollte man mal einfach mal nachts in sein Haus einbrechen, da hätte ich mal richtig Bock drauf. So, Arbeiter. Da kommen wir nicht einfach rein, nehme ich mal an. Und mal zum Lotta. Ah, du schon wieder. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Ja. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. Alter. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Jo, Randale, Ritter, Lotta, Lothar, geht's noch? Ich reiz ihn mal ein bisschen. Wo finde ich Lord Hagen? Er ist im Rathaus, am Ende des oberen Viertels. Aber ohne triftigen Grund wirst du nicht vorgelassen werden. Okay, das hat nicht so sehr gereizt, wie ich gedacht habe. Wer ist das? Fernando. Guten Tag. Wie laufen die Geschäfte? Nicht gut. Früher, als die Barriere noch stand, da waren die Zeiten besser. Die Gefangenen haben das Erz kistenweise aus den Minen geschürft und meine Schiffe haben es zum Festland transportiert. Und auf dem Rückweg haben sie Nahrung und andere Waren mitgebracht. Aber jetzt, da wir vom Festland abgeschnitten sind wir auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Ach, Modo. Modo, das war so ein Typ wahrscheinlich, der hier ein Mittelsmann war und die Ware von außen zu der Anlegestelle und somit zum alten Lager gebracht hat und er hat's Erz dann dafür entgegengenommen. So. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Momentan lebe ich von meinen Ersparnissen, aber wenn es mir nicht gelingt, wieder ins Geschäft zu kommen, werden harte Zeiten auf mich zukommen. Der hat also an seine Gefangene vom Minetal hier wirklich sein Geld verdient. Das ist ein hoher Milizionär, der hat die gehobenere Rüstung an. Das ist die Kaserne hier. Also, was wir hier sehen, ist die Kaserne. Da können wir dann später als Ritter gratis übernachten. Ja, die gehobenen Milizionäre, die mit der besseren Rüstung, die patrouillieren hier over. Und hier geht's zum Einkaufsviertel von der Overstadt. Da gibt's ein paar Geschäfte. Die haben hin und wieder auch ganz nette Sachen. Der Luthero zum Beispiel Mein Name hier. ist Luthero. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Welche Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Bisher ist es mir immer gelungen, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Also so. Zeig mir deine Ware. Dann würde ich mal gerne reingucken. Apfeltabak oder Schwefel, Kohle, geweihtes Wasser, Pech, Quarz. Das sind alles so Zutaten, die man gebrauchen kann fürs Alchemie-Gedönserich. Oh, 200. 200 Gold gebe ich jetzt nicht gerade aus, was so ein Ding. Okay.
Dann haben wir do, glaube ich, der Alchemist. Und wenn man do schleicht, sagt er mit seiner Rattestimme, hey du, was schleichst du da rum? So, dann speichern wir hier noch einmal. Ja, genau, das war der Yankee 2. Und... da hinten ist er. Oh, Achtung. Hey du, was schleichst du da rum? Ach ja. So, da kann ich jetzt nochmal tragen hier. Bringt mir das irgendwas? Nee, leider keine Erfahrungspunkte. Okay, dann... Guter Willkommen, Salandrill. Reisender. Suchst du einen guten Trank? Mein Angebot ist groß und meine Ware günstig. Und ich verkaufe weitaus bessere Tränke als dieser Zuris. Ja, dann zeige mal. Zeig mir deine Ware. Was hast dann du, mein Lieber? Amulett der Flammen, Feuerregen. Huiuiuiui, das macht hier 500 Schaden, Feuerschaden. Nee, du hast jetzt halt wirklich so die beste Sache, muss ich sagen. Tut mir leid, ich suche noch Attributs... Gott. Ich suche noch attributssteigernde Tränke, mein Lieber. So, was haben wir dann hier? Das ist aber wohl Wohnung hier. Salandrills Tränke. Hier ist kein Schild dran. Da ist auch kein Schild dran. Ein Edelschmied oder so hätten sie jetzt nicht hier. Ne, das ist hier nur Hütte. Wisst ihr was? Probieren wir doch einfach mal so ganz kackendreist hier so einen kleinen Bruch zu landen. Probieren wir einfach mal ganz kackendreist hier am helllichten Tag hier einzudringen. Und Ohne hier den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Mist. Okay. Aber irgendwas müssen wir ja landen können, oder? Deswegen holen wir den goldenen Kerzenständer. Irgendein kleiner Bruch muss sich ja lohnen. Ich glaube, das ist Salandrills Haus oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es hier der richtige Schlüssel gibt. Aber auf jeden Fall hat der Milizionär, der hier unmittelbar davor stand, hier nichts mitkriegt. Dann probieren wir mal, ob wir nicht hier auch noch einen kleinen Bruch landen können. Solange der Typ nicht in unsere Richtung guckt. Ist alles in Ordnung. Gletscherquarz. Was haben wir dann hier noch? Knochen eines Skeletts. Vor allem den Pokal hätte ich ganz gern. Und die Blutfliegenflügel oder was das sind hier. Aber da komme ich leider nicht dran. Ich hoffe, der sieht uns so. Obwohl, das, was der da hat, ist jetzt eigentlich nur Quatsch. Wobei der Della eigentlich auch recht praktisch ist. Laborwasserflasche. Noch sieht er uns nicht. Noch sieht er uns nicht. Nee. Okay. Na gut. Dann halt nicht. Schade, an einige Sache kommt man jetzt nicht so gut ran, muss ich sagen. Wir haben es jetzt 12:47 Uhr. Mann, die Zeit vergeht aber hier wie im Flug. So. Na gut. Hier finden wir anscheinend nichts mehr. Gehen wir hier normal raus. Da steht der Hansel davor. Der sieht uns auf jeden Fall, wenn wir da einbrechen. So. Du trainieren die Ritter. Der hat jetzt auch nichts gerade Besonderes für uns. Okay. So, da hinten haben wir noch ein Gebäude. Ich glaube, da wohnt der Richter. Das war der Dappschädel, der uns auch in die Kolonie geworfen hat. So. Dann speichern wir hier noch einmal. Ich glaube, das ist wirklich das Haus des Richters. Richterhauswache, ja. Okay. Okay. Dürfen wir da rein? Offenbar dürfen wir hier rein. Alle hopp. Das ist gerade so kracht. So. Dann können wir uns mal auch ein bisschen umgucken. Und ist der da? Ist der Typ da? Ja, tatsächlich. Das ist der Kerl, der uns auch verurteilt hat und da runtergeworfen hat in die Barriere. Was machst du hier? Was sprichst du mich an? Wer bist du überhaupt? Alter. Ich, Sag mal, kenne ich dich nicht irgendwoher? So. Kann schon sein. Nicht so patzig. Was glaubst du eigentlich, mit wem du redest? Schlag mir gegenüber wenigstens einen angemessenen Ton an. Und jetzt, geh mir aus den Augen. Nett. Netter Typ. Hätte ich jetzt auch richtig Bock einzubrechen bei dem. Seht ihr mich noch? Aus den Augen, aus dem Sinn? Okay. Dann probieren wir nämlich mal was aus. Ich glaube, bei dem muss ich hier Wappe drücken, damit hier Geheimfächer frei werden.
Und ich so an ein ziemlich gutes Schatztrag komme von dem Typ. Der hat nämlich ordentlich was gebunkert, wenn ich mich doch richtig erinnere. Sehr schön. Sehr schön. Das macht ohne was frei. Und da gibt es dann fette Beute in Form von Goldschmuck und so kruscht, glaube ich. Sicher bin ich mir da jetzt nicht mehr. Aber ich wusste noch, bei dem Typ muss man irgendwo Wappe drücken. Und wenn ich hier schleiche, sieht mich auch die Wache nicht. Hoffe ich zumindest. Oder hier muss ich, glaube ich, noch die Lampe ziehen. Kann das sein? Nee, ne? Die Lampe muss ich nicht ziehen. Wie war denn das hier? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich da noch zu machen habe. Ah, da hinten hat es schon aufgemacht. Okay, alles klar. Mehr musste ich gar nicht machen, als ob er das Wappe zu drücken. Ich habe gedacht, Lampe müsste ich noch eventuell ziehen. Da war das in einem anderen Haus. Mit dem Schlüssel kriege ich das nie auf. So ein Mist, so ein Blöder. Okay, das haben wir jetzt schon mal. Wisst was? Wisst was? Wir knüppeln den Scheißtyp nieder und machen einen Vergessenszauber auf ihn. So, probieren wir das einfach mal. Die dumm. Komm her, du Scheißkerl. Steck die Waffe weg! Niemals! Glücklicherweise ist der unbewaffnet, der Typ. Okay. Noch kommt keiner, um dem ganzen Einhalt zu gebieten. Okay. So, Alter, jetzt gehen wir endlich K.O., du Mistkerl. Gott. Ich glaube, da kommt jetzt allmählich auch schon... Wenn hier einer Schläge verteilt, dann bin ich das. Ich wollte gerade sagen, da kommt jetzt mittlerweile auch schon die Wache angegammelt. Okay, da müssen wir das dann ein bisschen freundlicher uns besorgen, möglicherweise mit Taschendiebstahl. Das heißt, wir müssen im Laufe der Zeit auch Taschendiebstahl lernen, möglicherweise. Okay. Na gut. Was haben wir da noch? Also reinkommen auf jeden Fall nett ins Rathaus. Meinst du, mir geht es besser? Das heißt, ich muss mich erstmal um andere Sachen kümmern. Dafür brauche ich aber im Moment, wie viel habe ich da noch? Oh Mann, das dauert noch ewig, bis ich da wieder Lernpunkte kriege. Das ist natürlich bitter. Probieren wir uns doch mal an deine Bandite bei Akils Hof. Das ist mal wieder typisch. Möglicherweise sind die jetzt auch nicht so stark wie gedacht, weil die bringen uns zum Hehler in der Stadt und ich weiß schon, wer der Hehler ist und dann will ich auch nicht übergeben, weil der Typ zu der Diebesbande gehört. Ist alles sehr verworren, muss ich sagen. Aber es ist sind auf jeden Fall die Typen, die Hakon überfallen haben und ich mag den Typ, zumal der auch Schmiedestahl gehabt hat für uns. Es heißt, es wird jetzt Zeit, eher auch mal wieder rauszugehen und die Welt mal wieder zu erkunden. Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Genau, da hat er recht gehabt, der Adanos, dass es gerade so kracht. Und wer sich schuldig macht in seinen Augen, soll sehen, was er davon hat. Wir haben es jetzt 13:50 Uhr. Das heißt, wir können den Schampel wenigstens noch bei Tageslicht erledigen. Okay, ich denke, die Zeit ist jetzt wirklich gekommen, dass wir uns ein bisschen raus in die Wildnis begeben wieder. Und da könnten wir uns um die Bandite kümmern. Dann können wir wieder zurück in die Stadt gehen und die Quest abhaken. Und haben dann hoffentlich genug Erfahrungspunkte für Level parat. Da wären wir dann bei, Moment, muss ich gerade mal gucken, Stufe 5. Da wären wir sogar bereit, uns die Milizart zu schließen mit dem Level. Aber ich muss auf jeden Fall was leichter. So, Bürger der Stadt sind wir auf jeden Fall. So konnten wir auch in die Overstadt, aber du gab's jetzt auch nichts Besonderes für uns zum Einkaufen. Insofern muss ich mich jetzt halt erstmal darauf konzentrieren, dass ich die, bin ich denn jetzt schon längst drauf vorbeigelatscht, glaube ich? Nee, also nicht. Okay. Ich weiß nicht, manchmal habe ich die Distanz wesentlich kürzer in Erinnerung, aber klar, Doneve muss ich dann erst hoch. Da rechts geht es weiter Richtung Tote Harpie und Richtung Großbauerach. Da könnte man vielleicht auch noch vorbeigucken. So, die Knabe haben hier irgendwo ihr Lager. Die müssen dort irgendwo ihre Höhle haben, glaube ich. So. Aber wenn ich schon gegen Rieseratte verliere, zeigt das auf jeden Fall, dass wir nicht gerade so die beste Kämpfer sind.
So. Ja, okay, das zeigt schon, dass wir nicht so wirklich die ausgebildetsten Leute sind. Okay, ein bisschen Käseschmause. Und hinterher vielleicht noch so Heilkräuterler. Dann sieht die Welt auch schon wieder besser aus. Oder hier so ein Blauflieder noch hinterher Schmatzer. Geht doch nichts über Blaufliedersalat. Hier haben wir nix. Ich glaube, die Bandite dürften hier irgendwo um den Dreh sein. Oh, 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 oh. Oh, nur einer? Okay, da könnte man ja gerade noch Glück haben. Warte mal. Ich gehe mal um den Baumstamm rum. Dann kriege ich dich auch eher. Wie ist das, Scavenger? Alter Falter, wie ewig ich brauche, um die Mistviecher hier zu kriegen. Das ist schon heftig. So, den Scavenger holen wir uns auch noch. Den Dodriver, den schnappen wir uns auch noch. Er bringt immer hier 70 Erfahrungspunkte. Du Gagata, du kennt ja nix. So, zack, 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 zack. Auf die Schniss, auf der Schnabel, auf der Wieste. Und weg sind sie. So, dort drüber ist die Höhle, genau. Dort drüber sind die Typen. Dann kann ich schon mal hier nochmal die Pilze mir holen. Zack, zack, zack und zack. Und da steht, glaube ich, noch ein Wolf davor. Deswegen machen wir mal lieber noch die Yankee 2. Und dann... War doch hier, glaube ich, ein Wolf, oder? Ja, genau. So, komm mal her, du. Hey. So, und das ist die Bandite-Höhle. So, der 60 Erfahrungspunkte bringt so ein Wolf. Sein Fell kann ich ihm auch noch abziehen. Sehr schön. Dann hier, hier. Und nur mal, weil alles gut wird, einfach noch 2 Wärst hinterher Pfeifer. Mal, die sind ganz schön knackig hier, die Dinger. Okay. Hier ist alles irgendwie recht knackig, muss ich sagen, beim Essen. So, dann gehen wir hier nochmal rein und probieren einfach mal unser Glück. Habe ich irgendwelche tolle Zauber möglicherweise noch aufgeschnappt? Nee, Eispfeil haben wir 2-mal. Vergessen und Schlaf. Okay, probieren wir es mal ein bisschen mit Eispfeil hier. Schauen wir einfach mal. Weil ich glaube, das ist schon eine ganze Masse an Bandite, die hier haust. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Oh. Oh. Okay, die waren tatsächlich machbar. Ups. Oh, das ist der Chef. Dem kehrt hier alles. Jetzt bist du dran. Dann komm her, Chef. Chef? Überhaupt noch am Leben? Ach, da hinten ist er. Okay. Der sieht schon ein bisschen härter aus, der Kerl. Und der ist auch nicht gerade der ungeschickteste Schwertkämpfer, wie es aussieht. Okay. Lass mal den mal A rennen. Weil wenn der Typ A rennt, ist er leichter zu blocken, weil der aus dem Rennen raus attackiert. So. Puh. Ich hoffe, ich kann hier noch irgendwie was landen. Wow. Wow, 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 wow. Ich habe die Hertha in Erinnerung, die Knabe. Okay, 30 Schade für 25 Geschicklichkeit. Gar nicht mal so verkehrt. Und hier mal weißer Rum, Bier, Fisch und 2 Goldbrocke. Was hat er dann für eine shiny Waffe? Irgendein Beil. Okay. Dann können wir uns jetzt mal hochheilen. Und dann schnappen wir uns so dafür einfach mal so einen Trank. Und der Rest machen wir mit Nahrung wieder. So, dann können wir auch hier nochmal unser Mana regenerieren. Und der Rest machen wir nochmal mit dem gebrotenen Fleisch. Du hast da Beil gehabt hier. 20 Schade für 10 Stärke. Nichts zu holen. Okay, das war wohl ein etwas gammlicherer Typ hier. Schwerer Ast. Und wir sehen, Spruchrolle bringen auch schon durchaus viel am Anfang. Bandit, der hat einen Degen. 40 Schaden für 20 Geschicklichkeit, was wir dafür brauchen. 2 Dietriche sind immer gut. Weißer Rum, Bier, Fisch, Goldbrocken. Was hat denn der dann gehabt? Ah ja, der Degen, stimmt. Den habe ich ja schon umgebracht, bevor er seine Waffe gezogen hat. Der Hammer Woi, Schafsfell. Können wir gleich mal testen, ob wir das Zeug an Bospa verkaufen können. Und hier haben wir auch noch ein bisschen Woi. Und in der Truhe findet sich 25 Gold. 3-mal normale Fische und seltsam aussehender Fisch. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Fisch. Sieht aus, als wäre er zugenäht. Okay.
So, so. Gucken wir uns nochmal einen seltsamen Fisch. Der findet sich auch hier. Und hier drin ist... Im Fisch ist ein Zettel versteckt. Alles klar. Stinkender Zettel. Dieser Zettel war in einem Fisch versteckt. Haltet eure Hintern unten, Jungs. Die Miliz ist aufmerksam geworden. Keine Überfälle mehr, bis ich mich wieder melde. Halvor. Den kennen wir. Das ist der Fischhändler aus dem Hafenviertel. Und wie ich schon gesagt habe, der Typ gehört zur Diebesgilde. Deswegen möchte ich den Kerl ungern an die Miliz verpfeifen. Ich mag mich am Anfang eigentlich ziemlich gut mit der Diebesgilde stellen, weil diese Knabe bringen durchaus sehr viel Sache, die man lernen kann. Und man kann bei ihnen einiges abstauben. Ich mache die erst fertig, wenn ich sie wirklich absolut gestellt habe und ein paar Brüche für die gemacht habe. Dann kann ich die Lord André gesammelt melden und kann dann für die ordentlich was verlangen. Ich glaube, an der Aufgabe sollte ich möglicherweise noch ein bisschen weiterarbeiten, weil das durchaus auch viel Erfahrungspunkte bringt. Und man ist außerdem auch ein bisschen beschäftigt und kann auch so ein bisschen leveln. Meine nächste Lernpunkte aus Levels sollten definitiv auch in die Stärke fließen. Und danach können wir nochmal uns über extravagante Sachen unterhalten, weil als allererstes brauchen wir definitiv dringendst Stärke. So. Die Banditen waren jetzt bei weitem nicht so hart, wie ich gedacht habe. Ich habe die echt tausendmal härter in Erinnerung. Dazu kommt wahrscheinlich, dass die alle gegen Magie geschützt sind, die Bursche. Und deswegen auch ordentlich Schade kriegt haben durch diese Eispfeile. Aber ihr habt ja schon gesehen, allein schon, dass die normale Bandite hier Erfahrungspunkte 30 gebraucht haben, wenn man sie gekillt hat, ist ja schon ziemlich läppig. Der andere Bandit, der war schon etwas happiger, der hat 100 Erfahrungspunkte gebraucht. Das ist derzeit so der Standard-Gegner-Gammel-Typ und dafür müssen wir ordentlich kämpfen, aber der hat mich wenigstens halt mit einem normalen Hieb umgemoscht. Okay. Hakon, mein lieber Freund, ich hab was für dich. Du schuldest mir 100 Gold. So, mein lieber Freund. Bitteschön. Ich habe die Banditen erledigt. So? Das kann ja jeder erzählen. Hast du einen Beweis? Soll ich nochmal zurückgehen und in die Köpfe abschlagen? Nein, ich denke, das wird nicht nötig sein. Ich glaube dir. Damit hast du den Händlern und der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Hier ist das versprochene Gold. Dankeschön. Das wäre dann das. Und dann könnten wir entweder Halvor bei Lord André schwärzen. Aber wie gesagt, ich mag eigentlich eher mit den Leuten im Hafenviertel mich gut stellen, damit die für mich sprechen, dass ich sie zu der Diebesgilde oder dass sie mich zu der Diebesgilde führen. Weil man muss diverse Jungs hier in Gefallen tun, dass die für sprechen und dass man dann den Schlüssel kriegt, um da, wo ich vor ein paar Episoden gezeigt habe, da runter zu gehen. Wenn man da direkt rechts runter geht, sind Fackler und da ist es der. Und da kommt man in die Diebesgilderei. So. Dann, hoppala. Mit dem können wir auch noch sprechen, wegen der vermissten Leute. Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Okay, Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. okay. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben 1000 Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff, der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Aha. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Okay, denn? Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Ja. Hier nochmal? Wann hast du Monty das letzte Mal gesehen? Er ist schon mindestens 2 Tage nicht mehr zur Arbeit erschienen. Okay. Und? Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel.
Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Okay, und wo ist der? Wo finde ich diesen Farim? Er ist Fischer. Ich glaube, er hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Okay. Aber genau weiß ich das nicht. Alles klar. Dann gucken wir noch diesem Farim Urlaub und lassen das erstmal gut sein. Ich mag jetzt nochmal in der Episode, auch wenn wir jetzt wieder die Halbstunde überschreiten, mag ich nochmal mit diesem Halvor sprechen. Und da der Hehler hier ist von der Bandita, mag ich ihn einfach mal drauf ansprechen. Und ich werde ihn auch nicht verpfeifen. Der soll ja für mich sprechen, der Typ. So. Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Was? Lass mal sehen. Das habe ich schon immer gesagt. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fischer. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner. Okay. Machen wir so. Bitteschön. Okay, einverstanden. Ich denke, wir können diese Sache für uns behalten. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, schau vorbei. Ich habe bestimmt ein paar interessante Sachen für dich. Gut, damit sind jetzt auch seine Zeig mir deine Fische. Spuren verwischt. Der wird definitiv nimmer von der Miliz behelligt. So, da können wir jetzt. Da steht leider kein Preis dabei, aber die kosten um die 20 Goldstücke, die Dinger. So, jetzt gucken wir nochmal in diese seltsame Fischerei. Leichter Fisch. Dietriche sind hier drin gewesen. Ich glaube da Ein nicht. Ring ist hier noch drin. Da haben wir 50 Gold drin und noch so ein kugeliger. Da ist ein Erzbrocke drin. Haha, der ist 200 Gold wert, nicht schlecht. Und der andere Ring, Schutz vor Feuer 3. Nehmen wir erstmal. Ala hopp, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier auch wieder meinen Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.